Habe die Ehre und Servus zu einer neuen Folge Minecraft mit Mur. Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Weihnachtspause, sage ich mal, und wünsche euch alle natürlich ein gutes und ein gesundes neues Jahr und möchte mich einfach nochmal für den Support in die letzten Wochen bedanken. Ich habe eigentlich vorgehabt, bis zu Weihnachten die 30 Abonnenten zu kriegen und auf einmal waren es 67, also wirklich Leute, ein fettes Danke geht da raus an euch, wirklich. Hätte nicht gedacht, dass das so wird, wie es wird, ja. Und ich hoffe, dass wir in dem neuen Jahr einigermaßen guten Content miteinander machen. Also, ja, freut mich, wenn es so weiter dort. Am heutigen Tag habe ich natürlich wieder was vor. Und zwar möchte ich das Thema Trading, Rüstung, alles jetzt mal zu Ende bringen. Deswegen werde ich halt recht viele Timelapses machen. Weil ich einfach nochmal ein bisschen die Rüstung machen möchte, weil immer nur schusssicher zwar ist halt nicht das Wahre. Und ja, da mich natürlich freuen, wenn es auf der Folge ein Like und ein Abo da lassen darf. Ich support mich da ja, weil wie gerade gesagt, ja. Und dann fange ich mal an mit dem Trading. So Leute, da bin ich wieder. Also ihr habt es gesehen, ich habe jetzt noch einiges ertradet. Beispielsweise habe ich jetzt noch Spitzhacke, den Bogen habe ich noch mit Unendlichkeit gemacht, das heißt wir können eigentlich unendlich viele Pfeile verschießen. Das ist auch super. Sonst der andere Typ, der hat auch wieder nur Schmarrnrüstung gehabt. Ja, und ist da ehrlich gesagt auch keine Lust, dass da noch mehr einen dritten Affe zum Leveln soweit. Ich glaube, dass uns die Rüstung schon lange wird. Und ich weiß nicht, ob wir Reparaturaffe brauchen. Glaube ich zumindest nicht. Die hätten es noch andere Trades gehabt, wie beispielsweise irgendwie so Schlangenbeschwörer oder sowas, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, da weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, das liegt aber auch an dem Modpack, wo ich habe, weil Schlangenbeschwörer sagt man jetzt halt normal aus keinem Minecraft-Ding irgendwas. Und dann hätte ich natürlich auch vor, dass ich nächste Folge dann wieder mal heimgehe und dann das Ganze mit den Enderperlen und Enderaugen alles mache. Genau. Weil wir haben ja da hier hinten, zack. Wir haben ja da hier hinten so einige Enderperlen. Da haben wir auch noch eine super Axt. Und ja. Das hilft uns schon viel. Also für den Endfight weiß ich nicht, ob es ohne Tod schaffen. Ich möchte noch nichts sagen. Jeder dabei denkt, dass man Feuerschutz
und Schutz sicher so zusammen da gehabt, dass man nur normal Schutz kriegt, aber irgendwie hat das nicht so hingehauen, wie wir das denkt haben. Ja. Der hat die Schusssicherheit. Im Endfight hast du da eigentlich keine Projektile, wo du angeschossen werden kannst. Deswegen braucht man halt Normalschutz. Jetzt muss ich mal schauen, irgendeiner hat noch so Eisen für einen Trade, aber halt nicht 4, sondern irgendwie nur 2 oder 3 Eisen. Das war der grob. Ja, der hat 3. Oder da alles nur Explosionsschutz und so Feuerschutz und sowas. Und das bringt mir halt für den Endfight so gut wie gar nichts. Aber für die kaufe ich zumindest schnell ein paar Dinge, so zack. Und dann schau ich noch, wo sind wir mit 8 Emeralds? Nein, das wird nichts. Ja, bei einem probiert, ich glaube, der kann da dann noch so eine Pickaxe traden, aber für was braucht man denn eigentlich ein bisschen die Pickaxe? Haben wir eh schon so gute, also bringt uns eigentlich nichts. Haben die noch irgendwelche Schusssicherheit? Bringt nichts. Da, Unendlichkeit habe ich schon. Bann, das bringt glaube ich auf der Axt mehr. Weiß nicht, war das noch sinnvoll, uns das zum holen, dass wir mir auf der Axt mehr Damage machen? Ich glaube, das mache ich jetzt noch. Ich glaube, Leute, das mache ich jetzt noch. Weil eine gute Axt, wir kann man theoretisch einen Enderdrachen dann auch Crit hauen, also springen und dann hauen. Und mit Bann, oder ist Bann das, was gegen Zombies mehr Schaden macht? Ah, das glaube ich kann auch sein. Weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist, wenn man gegen Zombies mehr Schaden macht. Und Enderman haben das, soweit ich weiß, auch keine Untote nicht. Also das heißt, die haben mehr Schaden gegen Untote. Weil, gibt noch eins, das ist nur für Kriechtiere dann, beispielsweise für Silberfische oder sowas, aber das bringt halt auch nichts. Ich weiß nicht, das Bann, weiß nicht, gescheiter dann eher Stärke oder zum holen für eine Axt. Weiß ich nicht, ob das noch so sinnvoll war. Und das Schwert hat jetzt da nur Schärfe 2. Jetzt wenn wir theoretisch noch 3 so Schwerter kaufen, dann haben wir Schärfe 5. Das glaube ich wird noch cool. Dann kaufen wir jetzt einfach noch 3 Dia-Schwerter, dann haben wir nämlich Schärfe 5. Das bringt voll mehr wie irgendein gegen Untoten. Das machen wir jetzt noch, also wieder Timelapse. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt noch so einen Schlangenbeschwörer gekauft. Ich möchte wirklich wissen, auf was das geht und wie man das genau hernimmt. Aber jetzt haben wir erstmal die Dia-Schwerter alle zusammen. So, dann haben wir da Schärfe 2 und Schärfe 2 und Schärfe 2 Hand. Schärfe 3. Na, das kann nicht sein. Warum? Habe ich jetzt, ich hätte das glaube ich. Ach, ist wurscht, Schärfe 3 passt da. Ich glaube, wir haben gerade komplett verkackt. Ich glaube, ich hätte es jetzt einzeln immer aufs Schwert dazu tun müssen. Ja, so schnell ist man mal schnell ein paar Level los. So, kann ich jetzt da Schlangenbeschwörer drauf tun? Nicht. Kann ich Schlangenbeschwörer auf irgendein Rüstungsteil drauf tun? Nein. Kann ich es da drauf tun? Nein. Kann ich es da drauf tun? Nein. Kann ich es da drauf tun? Nein. Für was gibt es dann Schlangenbild? Kann man das auf Bogen tun? Auf Pickaxe? Nein. Was bringt's mir dann? Keine Ahnung. Was ist Schlangenbeschwörer? Auf die Hacke?
Na. Schlange. Schlangen. Wie du für Rüstungsteil hat Schlangen am Ehren zum Tor. Mit einem Trident? Und Trident habe ich nicht. Axt vielleicht noch. Aber was hätte Schlangen beschwören mit einer Axt zum Tor? Müssen wir noch ausprobieren. Zack, da und da. Nein. Was kann dann das Büchli? Keine Ahnung. Gut. Dann gehen wir noch kurz zur Eisenfarm. Hi Golem. Wie liegt es an dir, dass du wieder die ganze Eisenproduktion stoppst? Das ist gar nicht gut. Aber Stärke 2, das hilft schon auf dem Bogen, also das ist wirklich gut. Also ich glaube, das ist auch gegen Ender Dragon dann echt gut. So. Dann Leute. Das ist mich echt gefreut, wenn ihr auf der Folge ein Like und ein Abo da lassen wollt. Das hat mich wirklich riesig freuen. Weiß gar nicht, wie viele Minuten ich gerade in der Rohaufnahme habe. Ich muss das auf jeden Fall alles noch zusammenschneiden. Hoffe, jetzt bleibt gesund. Genau. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin raus und ciao. Hi, ich bin's da, Walter. Mese fürs Schau. Abonniert den Channel, sonst kim I Hoam zu Eich und nimm Eichane Kekse. Also, schaut's das weiter kämmt's.